Alles Barmherzigkeit, aber nicht ein Stück von einer Torte. Gott ist ein guter Gott, und dort lohnt sich am allein zu vertrauen und zu dienen. Dodes und ich können uns Zeichen durchstehen für das, indem wir Jahrzehnte von Erfahrung haben und am Vertrauen und von am Lehren. Aber uns weich wir nicht immer ein Stück Torte, wann wir dort nicht beschrieben. Ich hab Vorken mit mir selbst und mit Gott gekämpft. Ich hab tallose Kämpfe gehabt über Gott vertrauen, wirklich zu glauben, dass er mein Bastet am Sinn haft und immer an Zeit antworten wird. Vielmal, wenn ich warten musst, oder was? Weil ich mich hinter dort Licht geführt, oder dort alles bloß in der Runde ging. Ich dei dort, wat er mir seht, aber dort scheint es, wenn ich noch stummer deid. En meine Angeduld hat ich vorken dort gefeilt, dort Gott nicht feilt, dort it so sehr apart. Wenn ich zurückkick, kann ich sagen, dort Gott ohne Utnom immer an Zeit wir. Zweimal wie ich allrei Geld verlieren, aber Gott gave mir die Kraft, und dort utholen dit anders sterk zu gehen, und dann kam seine Halb. En meine erste Kämpfe dodelt ich Gott und seht am, dat ich meine Kinder niemals so behandeln würde, als er mich behandelt. Ich wart jeden an und will seine Entscheidungen, seine Plans und seine Zeit nicht annehmen. Das seht ich nicht bloß in meine Gebete zu Gott, aber auch zu meinen Freunden. Ich verstärk meine Rebellion nicht. Zum Beispiel, ich gebe immer dort Tiende auf. Das leer ich an meinen Ersatzdienst als junger Mann, und dort ward für mich eine lebenstiedige Angewohnheit. Aber wo wir Gott sehen sehen durab, vorken kann ich dort nicht sein. Ich bin aber dort mit ihm, streit mich mit ihm, und hielt ihm sogar Bibelaufschnitt fair, über dort Tiende, in die Himmelsfenstern, und versucht ihm dort zu beweisen, dass er nicht sein Wort hält und mich widerlädt. Ich will nicht so driest sein, aber du lotst mich hier an, die zu proben. Du weißt, Gott, dass ich dort utrechnen kann. Ich gebe immer den Tienden auf, aber du sollst die Himmelsfenstern aufmachen und dort regnen loten. Und da steht, dreiben die Vernichter meine Sehnungen zu verdorben. Das ist Wort für die Freter, und nicht für mich, Gott. Aber Gott erlaubt das auch bloß für eine kurze Zeit. Dodes und ich wären an der Zeit in Paraguay, und einer von unseren Freunden, wo zufällig auch ein Pastor war, und nicht von meiner Situation oder meiner Unterhaltung mit Gott wisst, hat ein prophetisches Wort für mich. Erst frug er mich was Besonderes, und dann seht er, Victor, ich habe ein Wort von Gott für dich. Der Herr sagt zu dir, du wirst keinmal einen Wertwechsel mit mir gewinnen, dort wo ich nicht verloten. Du wirst mich niemals überdaunen. Du kannst niemals mehr geben, als was ich dir gebe. Wo barmherzig ist uns Gott. Wader und wader schickt er mir wem, wer ein Wort für mich hat. Diese Antwort fällt sich mir sehr gut. Zu guter Letzt gewinnt Gott jeder Streit, wenn ich auch glaube, dass ich nicht roter Fürste sie. Ich hatte viele Unterhaltungen mit Gott, als ich sein finanzielles System zu untersuchen versucht. Wirst du das so als das getan haben, oder nicht? Wenn das nicht gut ist, wo ich dort gehen lassen. Das Prozess nahm viele Jahre. In besonders schwierigen Zeiten ist dort wichtig, gute Freundschaften zu haben mit Gott seine Deiner. Daher habe ich mir dort eine Angewohnheit gemacht, vorken mit anderen Gläubigen taub zu kommen, an meine Seil not zu sein und uitzufinden, wo ich allein komme. Da lot ich meinen Everdruss über Gott auch fahren. Seine scheinbare, nicht zuverlässige Wege von Arbeiten mögt mir immer verdrisslich. Dort scheint so, dass wenn Gott eine gute Anstellung hat, würde mir irgendwann ersehen und das nächste Mal nicht. Zu der Zeit kann ich keinen Plan, keine Regel und keinen Sinn sein, wo so er einzige Mal so, ein andere Mal anders handelt. An einem Tag seht ich zu Gott, so als du mich behandelst, ist bloß traurig. Kannst du das nicht leichter machen für mich? Ja, ich kann, antwortet er, aber dann war wie diese Runde von Lehren überdaunen motten. Und dat is so krijgt wat passiert. Gott mögt das für mich leichter, aber Lothar krieg ich dieselbe Lektion noch einmal. Gott schafft an meine Seil. Ich kämpft immer noch und seht, Gott, du sagst, dass sogar wie sämtliche Menschen zu unsere Kinder Fan sind. Ich würde meinen Sehen niemals so behandeln, als du mich behandelst. Ich würde meinen Sehen niemals so ruchlos behandeln, das ist bloß zu euch. Aber schließlich gebe ich mich Gott an und seht, ich kann das bloß nicht tun, Gott, ich kann bloß nicht. Ich sehe mich selbst nicht stark genug. Kannst du mir nicht Barmherzigkeit beweisen? Aber dort hat ich versucht, Gott zu überzeugen, dass er mich angerecht behandelt. Ich will das aus mir selbst vollbringen. Aber über dem hat Gott mein Hort von aller Rebellion gereinigt, und ich bet wieder. Kannst du mir nicht Barmherzigkeit wiesen?
Ich hab nichts verdient, Herr. Wenn ich auch alles recht tue, hab ich mich nichts verdient. Aber kannst du mir Barmherzigkeit wiesen und bloß einmal sehnen? Auf einmal hast ich wie die Weidog von meiner Kindheit wach. Die Betternis, wat ich je in Gott gefeilt hat, wen ich meine Hänge immer bad an die Knockers aufarbeiten musst, um mich selbst zu versorgen, die wie wach. In dem Moment, wat ich mich handgef, heilt Gott mein Hort. Wenn ans Hort weidet, kann dort wahre geheilt worden. Mein Hort hat Weidog, dat ich als Kind umgewast wir. Aber wat mir lang dir zu überkommen wie dit, du musst schaufen, du musst dir die selbst kämmern. Dort wir dort, wat Gott heilen musst. Wir müssen dort einmal durch sein, in wat wir aus Wahrheit talen, und bloß dort aus Wahrheit talen, wat Gott uns schafft. Nicht dort, wat der Feind uns sagt, nicht die Botschaften, wat mit diesen Verletzungen mitkommen, aber bloß dort, wat Gott sagt, dort ist so. Wir wollen Gott niemals mehr geben können, als wat uns all gegeben hat. Gott hat unsere fromme Wert, wat wir einzig mal im Gebet sagen, nicht neidig. Weiß allemal, wat in uns Hort ist. Ich hab das Buch Hiob al vielmal gelesen, wie ihn mit der Streiterie da interessiert. Hiob nahm Gott ab ernst wahr, und er wird nicht bloß still, wenn er sich von Gott ungerecht behandelt fühlt. Und Gott hat damit keinen Trouble. Weil wir Gott dort sagen, wenn uns irgendwas nicht stimmt. Solange wir dort in unsere Horten weiten, dort Gott immer noch Gott ist, wo wir unseren Respekt vor ihm keinmal verlieren. Wir müssen immer in Ehrfurcht vor ihm sein, und das ist, was ich an Hiob sag. Hiob hat hohe Unterholungen mit Gott, aber er hält Gott immer in Ehren. Meine Schlägelerfahrung passiert etliche Jahre zurück, und von dann haben Dinge in den Hecht gekickt. Gott will uns heilen und segnen. Er will unsere Seelen heilen, und um dort zu tun, muss er uns ein Mal durchbringen, dort wir uns hingeben. Aber wenn Gott uns raubt, Geschäftsführer zu sein, gibt er uns alles, was wir nötig haben, dort wir dort bezeichnen können, dort er uns versorgt. Aber um uns zu helfen, hat Gott den Gerätschaftskosten von dieser Welt nicht nötig. Er wird keinmal Geld liehen brocken. Wenn Gott sagt, dass geliedet Geld ein Fluch ist, dann wird er mir nicht helfen, indem er den Fluch brockt. Dort wird so sein, als wenn wir jemand, was sehr bedreckt wir sagen würden, dass sie sich betrinken sollen oder gesteinigt worden, um Frau zu sein. Dort ist nicht, wo Gott arbeitet. Gott hat nicht Dinge liehen, und all nicht mit Interesse. Gott gibt Geschenke.